Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig und zurück zum Ort der Schande, zum Turm von Ishal. Brennt der Necromancer. Stell dich, Ungetüm! Was haben wir denn noch hier? Nix, ne? Okay, na dann. Jede Menge Schläger der Hurloks. Ah, und die Cooler-Musik kommt jetzt, nämlich nur die Tuba-Mucke. Die Musik finde ich weitaus cooler. Ja, die halten nicht viel aus, die Typer. Ein Genlock-Schläger mit Boge. Mhm. Oh, ein Ogie Bogie haben sie auch noch dabei. Okay, dann machen wir auch noch platt. Haha! Okay. Okay, ein Ogerlein. Aber offensichtlich ein ziemlich schwacher Oger. Da hinten waschelt noch irgendwas rum, aber wir sammeln erstmal ein, was die Gestalten hier bei sich haben. Ist nicht so viel. Der Oger hinterlässt das Säckel mit dem Wundumschlag. Ja, so viel Platz in unserem Inventar. Haben wir 8 Nimi, fällt mir gerade so auf. Deswegen machen wir jetzt, bevor es später wieder hässlich wird, schmeißen wir hier so einen Kruscht wieder raus. Außergewöhnlicher Jadestein. Das wäre doch bestimmt so ein Ding für Saffron, oder? How nice. Oh, nice. Ja, ich merke, wie begeistert du bist. Okay. Haben wir wenigstens ein bisschen Platz im Inventar wieder gewonnen. Naja, das ist ja Kanonenfutter. Das geht ziemlich schnell weg. Also hier haben sie, wie ich auch befürchtet habe, wahrscheinlich der Großteil von ihrer Truppe stationiert, aber das ist wirklich nur so Kanonenfutter, Viehzeugs. So, na dann. Aha. Die machen den Umweg. Ach du Scheiße, ja. Armee von Gesocks. Halt um den Gauler. So, Gesocks, ihr habt hier euren Spaß. Kommt her. Kommt ruhig alle her. Huch, was ist dann das? Bereskan. Ach, das ist ein verderbter Bär. Tunnel der dunklen Brut, Kalens Harbor. Okay, so kriegen wir wahrscheinlich wieder was. Es könnte sein, dass wir dann also durch den Gang gehen, durch den die dunkle Brut angeblich in den Turm von Ishal vorgedrungen ist. Stimmt, da hieß es ja, die seien durch einen Tunnel hier reinkommen. Schauen wir mal, wir wühlen mal erstmal in ihrer Scheiße rum. Moment, machen wir erstmal das hier auf, da können wir nämlich hier schön im Scheißhaufen rumwühlen. So wie ich das mag, in dunkler Brutscheiße rumwühlen, ganz bezaubernd. Für irgendeine Axt, die da drin liegt. Also bis der Teufel was war Vieh das Ding ausgeschissen hat. Aber einfach nur mal so in den Raum geworfen. Bei der Gelegenheit, hoppla, machen wir erstmal hier wieder ein bisschen das Ganze steigern. Vielleicht auch die Klugheit ein bisschen hoch. Und die Willenskraft, machen wir lieber auf runde Zahl. Dann kann die gute Morrigan, was kann sie dann? Regeneration kann sie lernen. Das halte ich für ziemlich nützlich. Wo ist sie dann, die gute Morrigan? Regeneration. Halte mal eine Gaulart, das können wir reinpacken. Und davor schmeißen wir sowas Tolles wie Schrecken raus, was keine Sau braucht. So, Regeneration. Genau. Super Sach. So. Yes. Nuk Malma.
Zweihändig. Plus 4 Geschick, plus 100 Ausdauer und Chance auf Betäubung. Nein. Okay, dann müssen wir wieder irgendeinen Quatsch rausschmeißen. Was haben wir dann für einen Schampel, den wir noch rauskicken können? Ja. Was für... Das braucht kein Mensch hier, den Metallsplitter. Okay, jetzt Danny Boy. Dann gucken wir doch mal. Wo ist er dann? Nuke Malma. Wo ist er dann? Wo ist er dann? Da ist er. Okay, der ist schlechter. Der ist erheblich schlechter. Na gut. What is it? Schade. Sehr, sehr schade. Ich habe gedacht, wir finden hier ein paar schöne Sachen. Ist aber offensichtlich nicht der Fall. Na gut, also hoch können wir uns nimmer kämpfen im Turm von Ishal. Ja, niedenbesetzter Lederhelm. Scheißdreck wert. Langbogen aus Eibe bringt mehr Geld. Ja, hier ist verbarrikadiert. Da kommen wir nämlich durch, aber wir können in den Tunnel, wie schon angekündigt, durch den die Darkspawn ursprünglich in den Turm von Ishal vorgedrungen ist. Schauen wir uns doch mal an, aus was für einem Loch die gekrochen sind, wobei das eigentlich noch im ursprüngliche Bau vom Turm von Ishal aussieht, denn die Darkspawn wohl auch gegraben hat. Das Kellergelände im Prinzip, ne? Das Viehzeugs hier ist auch durchaus etwas hartnäckiger als die gammliche Schläger, die da draußen rumkanke haben im oberen Stock. Schwere Kettenrüstungsstiefel. Alter, hat mich das Scheißvieh jetzt verschreckt. Okay, warte mal. Und Schülerkapuze kann auch weg für die schwere Kettenrüstungsstiefel. Alter, verdorbene Spinne, Mistvieh. Okay. Also offensichtlich hat es ein paar von uns vergiftet oder irgendwie zum Blute gebracht. Ekliges Mistvieh. Na gut, wir werden jetzt zum Schluss dann gegen den Nekromant wahrscheinlich kämpfen müssen als Boss. Der hat wahrscheinlich auch noch jede Menge Wache und anderes Viehzeugs vielleicht bei sich. Eventuell sogar ein Drache. Schauen wir mal. Der scheint ja wohl nicht so kämpfen zu wollen, sonst würde er ja nicht ständig seinen Posten wechseln. Niederbesetzte Lederhandschuhe braucht eigentlich auch keine Sau. Das kriegen wir dann nicht gerade viel Geld weg. Alter, diese eklige Spinne überall. So. Very well. Gut. Annie bleibt. Blech. Axt, Stahl brauchen wir auch nicht. Ist halt nur dumm, wenn ich damit auf dem Rückweg bin und dann, du habe ich ja eigentlich was gehabt. Naja. Dann werde ich es wahrscheinlich zweimal durchsuchen. Darkspawn wieder. Das ging nur fix. Granaten. Okay, Expertenlähmungsrune. Okay, schmeißen wir halt das Giftextrakt dafür raus. Weil Expertenlähmungsrune ist schon ziemlich cool. Und hier macht es die ganze Zeit, entweder waren das die Sterbegeräusche von der Darkspawn oder das war wieder so Drache-Knurr-Rülps-Polter-Geräusch. Sieht man nämlich schon noch Bossraum aus. Schlachtfeld. Na, jetzt sind wir anscheinend unterm Schlachtfeld direkt, ne? Die scheinen wohl vom Schlachtfeld direkt sich da einen Weg rausgegraben zu haben und auf dem Schlachtfeld, auf dem ehemaligen, da wird er dann wahrscheinlich stehen, der Obergoscher Nekromant.
je, oh je, oh je. Das ist die Besser-Spinne. As you said. Halte mal eine Gaul an. Mach doch mal Regeneration auf Stan. Okay. So weit, so gut. Da hinten steht noch eine Truhe. Die könnte Seppel aufmachen. Und? Jawohl. Eisbolzen, aber die Streitaxt aus Viridium kriegt er nicht auf. Da muss wohl sowas Gammliches wie Axt aus Viridium erstmal weg, ne? So, allmählich kann er mal Truhe knacker, das Seppel. So, dann gehen wir noch direkt zum Schlachtfeld über den Tunnel, ne? Ach ja, immer das Geräuspere. So, ja, das ist ein Gebiet, was wir bisher noch nicht kannten. Der Rabe hüpft hier sehr vergnügt durch die Gegend. Sprach der Rabe nimmermehr. Ja, die scheinen sich vom Schlachtfeld tatsächlich hier einen Weg durchgegraben zu haben. Die sind hier erstmal durch die Schlachtreihe durch und haben dann durch ihren Tunnel gegraben, wie es aussieht, ne? Und ich befürchte... Okay. Erinnerungen an die Schlacht. Was wir von der Brücke aus gesehen haben, der Oger, der Kaelin gekillt hat, wer das sei. Der Nekromant wieder. Und holt er der Oger zurück? Jawohl. Das war absehbar. Da stecken noch Duncans Schwerter drin. Der Blick. Ja, das ist der Oger, der König Kaelin ermordet und zerquetscht hat. Wie der erweckter Oger. Und der stellt unseren Boss da. Und da kommen anscheinend noch ein paar andere Leiche zurück ins Spiel. Und da müssten ja noch Duncans Schwerter drin stecken. Insofern spannend. Mal abwarten, was kommt. Warte mal, bevor wir Now We Can Have bla bla, machen wir Regeneration. Schlurfender Toter, ja tatsächlich, noch ein Untoter. Okay, der Oger hat viel Geber. Dann heilen wir uns Stan. Ne, Quatsch, das bringt aber dann nix. Wenn dann so. Jetzt sind wir Heilung auf das Seppel. Wo steht dann der scheiß Nekromant rum? Sehen wir gerade nicht, ne? Ich flatter mal schnell den Oger. Jawohl, Duncans Dolch und Duncans Schwert. Wusste ich's doch, ne? Geiler Scheiß, das könnte was für Saffron sein. Das ist leider Haupthandschwert. Schade. Okay, gucken wir doch gerade mal. 9,8, 9,8. Die dunkle Brot. Das ist trotzdem ein bisschen besser. Okay, wir schmeißen den Scheiß weg. Und den Scheiß. Ja, wobei hier, das hier. Holen uns so für Duncans Schwerter. Und bei der Gelegenheit mag ich gleich nochmal gucken. Duncans Dolch. 5, 6. Ja. 5, 6. Ja, der ist besser als Olafs wertvolles Käsemesser auf jeden Fall. Wo ist das? Das ist das hier. Gut, dann kriegst du jetzt erstmal Duncans Dolch. Und dann gucken wir nochmal, dass wir für die Haupthand vielleicht noch auch Duncans Schwert dir geben. Der kann ja glücklicherweise damit umgehen. Duncans Schwert. Leider noch nicht. Aber wir behalten es für ihn, dass er das möglicherweise auch verwenden kann. 25 Stärke bräuchte er. Okay,
Da müssen wir ein bisschen mehr rein investieren. Aber was kriegen wir hier? Dann kriegt der Duncan das Schwert in der eine Hand und in der anderen Hand der Dolch. So. Okay. Cool. Moment. Ah, da ist er doch. Denlock Nekromant. Der ist jetzt sogar tatsächlich Nekromant. Gut schon. Der holt die ganze Zeit die Untote zurück, deswegen auf den. Now we do battle. Okay. Umgesetzt war auf dem Stan. Erfolg freigeschaltet, siegreich im Krieg. Gut, da gibt es ja noch Kalens Helm dazu. Ich glaube, das geht an Alistair. Das ist mal wieder Quatsch. Können wir Dodofon? Nee, können wir nicht. Kleiner klarer Feuerkristall. Großer klarer. Das ist alles klar, nicht gesplitterter Scheiß. Gut, dann machen wir das da mal weg. Kleiner, klarer. Ja, da haben wir von allem eigentlich was. Echt was? Dann machen wir noch den Langbogen aus Weißholz weg. Und holen uns dort auf eine ganze Crew, also zumindest die zwei Sachen rein, ne? Das ist ja Quatsch. Okay, es sieht ja wohl so aus, als hätte man dann das ganze Rüstset komplett. Allerdings bringt es uns nicht wirklich was. Zumindest Stan hatte erheblich besseres Rüstset. Ha, dann müsste ich eigentlich das Alistair geben. Einfach nur aus Spaß an der Fred, dass der ach was hat. Oder ich bewahre es halt auf, aber ich habe leider keine Truhe, wo ich es lagern kann, ne? Da haben wir anscheinend auch noch hier was, ne? Können wir noch irgendwo hier klettern. Allerdings bringt uns das wenig, ne? Genauso wie hier. Okay, der Nekromant, der hier Sage gehabt hat, dann haben wir erledigt. Ja. So rum. Das heißt, der Sausack ist tot. Der Oger, der Kalen gemoscht hat, der ist ebenfalls weg. Und endgültig tot. Und der Rabe ist immer noch fröhlich. Okay. Gut, na dann kümmern wir uns um den König noch, um den Leichnam, ne? Ah, das wird jetzt wahrscheinlich in einer Filmsequenz hier übersprungen, nämlich einfach mal, der ganze Weg. Und direkt wahrscheinlich bis nur auf der Bestattung springen. Ah, okay. Sogar bis zur Bestattung. This is what matters to so many? The wild places did not mark his fall. A lesson in examining your allies far more carefully than your enemies. Crude. Go to the trouble of killing a king. You'd think you'd want to see his face. Obwohl die Kälte den Verwesungsprozess aufgehalten hat, hat sich irgendetwas an königlichem Fleisch gelabt. Ganze Stücke wurden herausgerissen, sodass an einigen Stellen die bleichen Knochen frei liegen. Ihm einen Scheiterhaufen errichten, wie es dem König Ferelden's gebührt, ihn herunterholen und den Wölfen überlassen, ihn der dunklen Brut überlassen. Darkspawn wohl keinesfalls. Wölfe, mir wäre es an sich scheißegal. Ich persönlich würde aber sagen, bevor dann irgendeiner wiederbelebt und das Ganze politisch genutzt wird, verbrenne man einfach, ne? Ganz einfach. Das hat einfach nur den pragmatischen Zweck, der soll nicht nochmal wiederkehren. Der ist tot und in dem Zustand will nie keine Sau mehr sehen. Verbrennen, ganz einfach. Stan stimmt zu, Saffron und Morrigan sind dagegen. Ja gut, Stan hat ja noch so gewisse Kriegerehre, also, ne? Das musste halt einfach auch sein. In seiner Ehre war das wahrscheinlich schon ehrenhaft, wie ich das gemacht habe, und kriegswürdig oder kriegerwürdig.
Bei ihm wird wahrscheinlich auch ein Stan oder ein anderer Kommandant, schlag mich tot, was auch immer, wird wahrscheinlich einer der Wölfe zum Fraß vorgeworfen, wenn's machbar ist, ne? Quatsch, da war ja, wir konnten ja anders nochmal hier gehen. Da würde ich jetzt nämlich gerade nochmal hier das Gebiet verlassen. Und wenn wir aus der Map hier raus sind, würde ich an der Stelle einfach nochmal ins Lager zurückkehren. Vorerst Alistair die ganze Ausrüstung geben, bevor wir die einfach irgendwo verticken. Da ist es auch zu schade, meiner Meinung nach, dafür, dass wir uns das hier hart in einer Quest über 3 Episoden jetzt erkämpft haben. Fände ich das jetzt etwas pietätlos, das königliche Zeugs einfach zu verkaufen. Mariks Schwert behalten wir auf jeden Fall und Dankenschwert. Mariks Schwert kriegt dann einfach Alistair. Wir gehen jetzt ins Lager. Falls uns jetzt keiner irgendwie abbabbelt oder so, können wir uns direkt noch um die Sache kümmern. I don't understand. You look like a woman. Ich bin eine Frau. You are a Grey Warden, so it follows that you can't be a woman. Warum denn? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, denn Frauen können graue Wächter sein, hä? Women are priests, artisans, shopkeepers or farmers. They don't fight. Das ist sehr umfassend, die Liste. Das ist keine allgemeine Wahrheit. Frauen kämpfen durchaus. Was ist, wenn sie nichts davor wäre wollen? Frauen kämpfen durchaus. Why would women ever wish to be men? That makes no sense. Sie wollen keine Männer sein, sie wollen Frauen sein, die kämpfen. Do they also wish to live on the moon? That's as attainable. Ich bin eine Frau und ich kämpfe. One of those things can't be true. A person is born, Gunari or human or elven or dwarf. He doesn't choose that. The size of his hands, whether he is clever or foolish, the land he comes from, the color of his hair, these are beyond his control. We do not choose, we simply are. Aber jeder kann sich aussuchen, was er tun möchte. Can they? We'll see. Das hat ihn nicht gerade sehr beruhigt. Okay, Alistair. Mein lieber Freund, du kriegst jetzt ein bisschen gute Sache. Du bist leider zu schwach. Gurke Heiner. Okay, wie sieht's dann mit Mariks Schwert aus? Dafür bist du nicht so schwach. Okay, dann kriegst du halt das tolle Ding erst einmal. Das sieht schon cool aus. Ziemlich stylisches Ding auf jeden Fall. Dann kriegst du nämlich auch noch sein Schild, mein lieber Freund. Dafür bist du, ach, zu schwächlich. Du bist doch echte Gurke. Na okay, dann gehen wir noch zum Kerl. Hallo Kerl. Something you need? I'm sure. Bla 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 bla. Interessiert keinen. Dann verkaufen wir erstmal den ganzen Scheißdreck hier. Und das Käsemesser kann auch weg. Schwert behalten wir, haben wir ja schon gesagt. Langschwert des Wächters. Ja, Schwachsinn. Genauso wie das Ding, das bringt auch nichts. So, jetzt machen wir mal die fette Kohle hier. 2,77 für die Bolzer, 1,22 für Diebpfeiler, 1,84 für Diebpfeiler. Der Blitzstab können wir auch kommen. Das ganze Zeug ist ja für den Golem. Der ist ja sowieso nicht in unserer Gruppe. Und der Eichenast ist an sich, ach, Schwachsinn. Fahrt damit. Gut, das Zeug kann er meinetwegen wieder haben. Das kann weg. Das behalten wir noch. Blutrachen, ja, das Blutrachenzeug. Da wissen wir wenigstens, bei welchem Händler das es ist. An sich wird so nicht mehr gebraucht, das Zeug. Na? Kalen-Zeug, Blutrache. Barathorns Rüstung aus Silberit. Ja, das ist leider so ein mittelschweres Ding, was keiner von uns ziehen kann. Ach, fort damit, fort. Kalens Zeug. Ja, Kalens Zeug bleibt erst einmal. Alles Krusch, den man nicht brauchen. Genauso wie das hier. So, haben wir hier noch irgendwelche Schwachsinn? Ja, genau, jede Menge. Kelch des Beitritts. Ah ja, das ist ein Geschenk wahrscheinlich für Alistair, ne? Können wir eigentlich auch gleich noch machen. Also Alistair ist zumindest der einzige, der meiner Meinung nach wirklich was damit anfangen kann. König Mariks Schild wird wahrscheinlich auch ein Geschenk für ihn sein. Da machen wir eins behalten wir. Einfach nur so, weil ich es kann. Und ja. Okay, Dämonensekret ist... Ach, Schwachsinn, was kein Mensch braucht. So, jetzt halten wir den Gaul an. Wo ist er dann? Der Alley. Der Alley Boy. So, was kriegst du dann Schönes? Du kriegst König Mariks Schild. No, bad. Bad idea. Awful. Don't do it. Okay, dann kriegst du aber das hier. Is that for me?
Okay, nur Silber ohne Gespräch? Nix anderes? Okay. Oh, Bla bla bla, hoho, hoho. Okay. Enchantment? Enchantment. Enchantment! Ganz genau. Okay, wir machen zwar mit Dankensdolch machen wir eine Expertenlähmungsrunerei und eine Blitzrune des Gesellen. Jo. Da hat jetzt Saffron nämlich was ziemlich Gutes. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, uns geht soweit eigentlich ganz gut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Wir sind eigentlich soweit bedient. Deswegen sehen wir uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wo wir dann die letzte Sidequest bei Soldatengipfel, ist glaube ich, in Angriff nehmen werden. Und danach geht's dann einfach mal wieder gechillt weiter mit nicht Ostaker, Quatsch, mit Orsama natürlich, bei der Zwerger. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder zu der nächsten Sidequest am Soldatengipfel. Iron Yankee.